Mountain. ...50 Meter bis zur Marke. Und der große Preis von Deutschland ist gestartet. Quid Pro Quo hat den schnellsten Antritt, aber von außen kommt Dream Duo. So geht es in den ersten Bogen hinein. Dahinter Creme Brûlée mit außen Dreams Take Time. Noch keine Lage hat in Ditches. Vorne ist Quid Pro Quo. Der hat das Kommando dahinter. Geht an die Innenkante Dream Duo. Dritte Position für Creme Brûlée. Viertes Pferd außen ist Dreams Take Time. An der Innenkante dabei ist Cowboy Fanatic. So kommt das Feld aus dem ersten Bogen heraus. Ganz außen hängen geblieben ist Viking America. Pferde erreichen die Tribüne gerade und Quid Pro Quo hat das Kommando, aber da kommt Dreams Take Time und startet hier eine Attacke, die allerdings Quid Pro Quo zunächst einmal mitgeht. Dahinter dann Dream Duo versucht die Lücke zuzufahren, einige Längen Abstand zu Creme Brûlée in Ditches, ganz außen Viking America, Dream Magic B, Cowboy Fanatic, Lindo Eden mit außen Clint V. Boko, dahinter sieht man dann Call Me Hanover und Dreams Take Time hat das Kommando übernommen. 9-1 die zweite Zwischenzeit. Dreams Take Time hat die Führung übernommen, bringt das Feld aus dem Bogen heraus. Jetzt kommt der Angriff von Inditches. Inditches in zweiter Spur auf dem Vormarsch. Pferde erreichen die Überseite. Dreams Take Time, Inditches mit der Attacke. Quid Pro Quo in dritter Position, Mitte gegenüber nach einer gelaufenen Runde. Und jetzt hat Inditches einen Vorteil und hat nun die alleinige Führung. Inditches ist nach vorn gegangen gegen Dreams Take Time. Dahinter setzt in zweiter Spur Dream Magic B nach und zieht hier auch Clint V. Boko nach vorne im Fahrwasser, bemüht sich auch Call Me Hanover. Es geht erneut durch den Loroper Bogen und Viking America ist aus dritter Spur nicht weggekommen. Durch den Bogen hindurch 11-6 war die nächste Zwischenzeit in Ditches. Vor außen Dream Magic B, an der Innenkante Dreams Take Time, dahinter Clint V. Boko. Ganz außen Viking America, Call Me Hanover, innen Quid Pro Quo und das Feld kommt auf die Tribünen gerade. Und das letzte Mal, wenn wir mal die Zielgerade abziehen, an den Zuschauern an der Tribüne vorbei. Vorne ist in Ditches und er geht mit der Führung auf die Schlussrunde. Dream Magic B, Dreams Take Time, Clint V. Boko, außen, innen, Quid Pro Quo, Viking America, Call Me Hanover, dann innen dabei Dream Duo, Creme Brûlée und dahinter ist Better Than Checkers in der äußeren Spur zu sehen. Dann folgt Casanova, am Ende des Feldes Kahn Oldesson und die Pferde sind auf dem Weg zur letzten Gegenseite. Es ging bereits am 1000 Meter Pfosten vorbei. Es sind jetzt vielleicht noch gute 700 Meter auf die Überseite, 13,6 die Zwischenzeit. Und da kommt der Angriff von Clint V. Boko, geht hier nach außen. Call Me Hanover hängt sich dran. Es geht auf Ende gegenüber zu Inditches. Clint V. Boko, Dreams Take Time, Dream Magic B mit Problemen. Und außen wird Call Me Hanover immer stärker. Ende gegenüber ist erreicht. 500 Meter noch bis zum Ziel. In den letzten Bogen geht's hinein. Inditches mit der Führung. Clint V. Boko ist dran. Innen Dreams Take Time. Es gibt die Open Stretch und es gibt den Takter. Außen geht Call Me Hanover. Dahinter bemüht sich Better Than Checkers. Und auch Quid Pro Quo, der hätte noch was zu verkaufen, wenn er es anbieten könnte. Und es geht auf den Einlauf zu, auf die Winrace.de Ziel, gerade in Ditches. Außen kommt Call Me Hanover, in der Distanz in Ditches, Call Me Hanover, Dreams Take Time in Ditches, war in der Mitte der Bahn, Call Me Hanover, Quid Pro Quo und ganz außen kommt Cowboy Fanatic, in Ditches 40 und dazwischen Dreams Take Time, gewinnt dieses Rennen, in Ditches außen Quid Pro Quo, dahinter dann Call Me Hanover und dann die anderen. 14-0, 14-0 die letzten Zwischenzeiten.